Botschaft aus der Tierwelt möchte ich eine Lanze für die Stechmücken brechen. Natürlich sind die fiesen Blutsauger nicht gerade die Lieblinge unter uns Menschen, aber wer Fisch gerne isst, der sollte eigentlich auch Mücken mögen. Und wie das zusammenhängt, möchten wir euch heute in der Botschaft aus der Tierwelt erzählen. Aber jetzt lassen wir uns mal stechen, mal schauen, wie viele Mücken das es gibt, wobei es ziemlich windig ist. Vielleicht gibt es heute gar nicht so viel. Warten wir es ab. Stechmücken lieben Gewässer, sei es jetzt der große Chiemsee oder eine kleine Lache. Normalerweise legen die Mücken ihre Eier in Gewässer rein und da entstehen die Larven, entwickeln sich, das ist alles harmlos. Aber sobald die dann aus dem Wasser rauskommen, dann kann es zu richtigen Stechmückenplagen kommen, hier am Chiemsee, auch wenn wir momentan überhaupt keine sehen. Heute weht der Wind, ein natürlicher Feind des ultraleichten Blutsaugers. Aber keine Bange, sie kommen wieder. 6 Wochen dauert ihr Aufenthalt auf Erden und in der Zeit können sie einem den Spaß gründlich verderben. Aber aufgepasst, jetzt wird Wissen vermittelt. Also wenn man immer auf die Mücken schimpft, dann muss man da ein kleines bisschen vorsichtig sein, weil eigentlich sind es nur die Weibchen, die lästig sind. Männchen stechen nicht. Weibchen stechen uns, das ist auch für die Weibchen unbedingt notwendig, weil die das Eiweiß aus unserem Blut brauchen, um Eier zu produzieren, um sich also fortzupflanzen. Aber Männer sind harmlos, nur die Mädels bei den Mücken, die verursachen bei uns die Stiche. Wir wollen jetzt nicht ins Geschlechterbashing einsteigen. Weibchen sind halt die größeren Feinschmecker und lieben Menschenblut, so wie der Mensch den Fisch liebt. Und da schließt sich der Kreis. So, bitteschön, Herr, die Karte. Vielen Dank. Ja, neben der fantastischen Landschaft am Chiemsee ist natürlich auch die Kulinarik an den bayerischen Seen 1A. Und wer noch keine Renke gegessen hat, der sollte das unbedingt mal machen. Die Renke ist ein Fisch, die in den bayerischen Seen vorkommt. Und was fressen die Renken? Kleine Fische. Und was fressen die kleinen Fische? Ihr werdet es erraten. Mückenlarven. Und das heißt, wenn ich also keine Mückenlarven habe, gibt es keine kleinen Fische, die Renken fressen könnten. Und wenn es keine Renken gibt, dann fehlt da was auf der Speisekarte der Chiemsee-Restaurants. Jetzt verhält sich der Mensch, gerade was seine Umwelt und die Natur angeht, selten stringent oder denkt logisch. Deswegen versucht der Homo sapiens mit allerlei chemischen Keulen gegen das, was ihn plagt, vorzugehen. Natürlich auch gegen die Stechmücke. Ein Fehler. Wenn es so viele Mücken gibt, dann ist natürlich immer die Diskussion, ob man die nicht bekämpfen soll. Früher hat man das mit DDT, am starken Insektengift, gemacht. Das wurde Gott sei Dank verboten, weil das ganz viel Schaden in der Umwelt angerichtet hat. Inzwischen gibt es Alternativen. Das ist ein Eiweißmolekül, das ein Bakterium gentechnischerweise herstellt. Das nennt sich BTI, Bacillus thuringiensis. Und dieses Eiweißmolekül tötet die Larven der Mücke ab, solange die noch im Wasser sind. Da können sie ja keinen Schaden anrichten, da stechen sie uns ja nicht. Und das hat aber auch 2 Seiten. Ne? Also klar, für die Menschen hier am Chiemsee ist es cool, weil sie nicht so oft von den Mücken gestochen werden. Aber für die Fische im Chiemsee ist das alles andere als cool, weil dieses BTI die Insektenlarven halt tötet, die eigentlich Nahrung für die Fische im Chiemsee wären. Also Fischesser, seid tolerant zu Mücken. Das Tolle an der Natur und dem Ökokreislauf ist ja, dass sich alles irgendwie im Gleichgewicht hält, solange der Mensch nicht eingreift. Und das sollte er auch beim Thema Stechmücke nicht tun. Die Natur hätte da schon so eine Idee. Insgesamt gibt es hier natürlich schon viele Mücken, ne? Also trotz Bekämpfung. Aber wenn man jetzt sozusagen die Mücken im See für die Renken lassen möchte und gleichzeitig vielleicht auch noch nicht besonders oft gestochen werden will, dann sollte man halt die Fressfeinde von den Mücken fördern. Und das wären zum Beispiel Schwalben. Jede einzelne Schwalbe 5 Kilo Mücken im Sommer. Ne? Das sind ganz schön viele. Und Fledermäuse und Co. Das heißt also, man muss ja nicht immer total auf Gift setzen, sondern einfach den Spruch beherzigen, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also Schwalben und Co. fördern, dann wird man nicht so oft gestochen. Ob wegen Wind oder Gift oder einfach nur kamerascheu, keine Mücke will sich uns heute nähern. Daher hier eine historische Aufnahme eines auf frischer Tat ertappten Exemplars.
So sieht das dann aus. Offensichtlich frei von jedwedem Unrechtsbewusstsein. Aber halt, es gibt auch aktuelle Opfer. Schaut mal den Markus an, am Hals, 5 Mückenstiche. Und wir klären einen beliebten Irrtum auf. Mit süßem Blut hat das nichts zu tun. Die Mücke reagiert auf Atmung und Körperwärme. Die Botschaft der Stechmücken lautet, wer große Fische futtern will, muss kleine Fische füttern, und zwar mit Stechmückenlarven. Deswegen Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht beim Ausbringen von Giftstoffen in der Natur. Lasst uns lieber die natürlichen Feinde der Stechmücken fördern, Schwalben und Co.